bin ich vorher dann draussen gewesen. Ich musste schon ein bisschen mein Jäckchen abziehen. Es ist Frühling. Ah, wegen dem. Was? Ich friere heute. Nein, ich hatte eine Sitzung der Sonne aus und musste meine Winterjacke ablegen. Oh, schön. Und bin so wirklich so... Du hast eine Sitzung an der Sonne raus gehabt. Was ist denn das da für eine Spasssitzung? Wieso? Ja... Darf man da Sitzungen draussen abhalten? Du darfst, also ja, wenn etwas dabei rauskommt. Ah, gut. Ist etwas rausgekommen? Es ist etwas rausgekommen, ja. Ja, super. Ja, Super, ja, schön. Eben, ja. Ja, ich habe heute Morgen bin ich wieder mal aus dem Tram ausgestiegen und dann ist so ein goldiges Sonnenlicht auf meine Fischhaut geschonen. So eine ganz, ja... Das ist so eine Schuppenhaut, oder? Ja, meine trockene Schuppenhaut. Nein, so eine ganz feines, es hat sich angefühlt wie so eine goldige Seidendecke. Das ist meine... Und dann hast du Freude gehabt. Da habe ich Freude gehabt. Dann bin ich ganz euphorisch ins Geschäft gefahren. Philipp Wiederkehr, was ist deine Freude im Leben? Meine Freude im Leben? Ja. Oh. Ui. Ja. Also das ist kein Fehler von deinem Streaming-Anbieter oder das Internet, das nicht geht. Das ist der Philipp Wiederkehr, der überlegt, was seine Freude im Leben ist. Live miterlebt, wieder viel mehr als 10 Sekunden nichts sagt. Würdest du jetzt Radio machen, dann würde die Not-CD reingehen, weil man das Gefühl hat, irgendetwas ist nicht gut. Der Bruce Springsteen laufen. Ja, dann würde jetzt ein DJ Bobo mit Chihuahua kommen. Das ist, früher hat's, ich habe ja früher auch im Radio gearbeitet, wie du weißt, damals. Natürlich, gell? Hat's ab und zu Lieder gegeben, wo im Song so eine zu lange Pause drin hatte, wo nicht, es gibt so ich glaube, die Whitney Künstler haben das... Wir auch gerade Whitney Houston. Die haben, glaube das extra gemacht, um die Radiomoderatoren wieder auf 100 zu bringen. Und es ist immer, wenn der Song gelaufen ist und dann ist es plötzlich ruhig und nachher ist so der Panikmodus vom Radiomoderator so, fuck, Not-CD. Und dann ist so, nein, das ist mal wieder die Whitney Houston. Ja, Whitney Houston, die den Text vergessen hat, die alte Gumsel. Hey, und jetzt letztes Jahr habe ich so ein neues Lied ist in meinem Spotify-Algorithmus also definiere ein neues Lied. Ed Sheeran. Italienischer Indie-Pop. Völlig ein in der Schweiz unbekannter Artist, aber ein riesen Hit in Italien offenbar. Also hat ein paar Millionen Streams. Ja. Nein, ich weiss jetzt nicht, wie er heisst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mir das reingespielt. Ich bin jetzt auf so einer komischen Schiene von italienischem Indie-Rock-Pop. Ganz lustig. Vielleicht ist ja das deine Freude im Leben. Das stimmt, das ist meine Freude. Und der Song hat eben auch, mit drin einfach so 2 Sekunden Pause. Und ich frage mich, warum? Ja, wieso macht man das im Zeitalter von Spotify noch? Es ist wie so, man kann ja gar keine Radiomoderatoren mehr verschrecken, weil das Zeug, es lässt nicht mehr Radio. Du musst 2 Sekunden weniger produzieren. Du kannst einfach schnell eine Pause machen. Du kannst gut schneiden für TikTok. Ja. Vielleicht sollten wir das bei unseren Videos auch anfangen machen, dass wir auch so Pausen drin machen. So eine 5 Sekunden Blackframe. Ich hatte letzte Woche die Idee gehabt, wenn die Halbier-Initiative durchkommt, dass wir einfach alle Videos nur so oben das Bild haben und unten schwarz. Ja, um zu zeigen, was es bedeutet. Halbieren. Ja. Aber das ist eine mega lustige Idee. Mega lustige Idee. Wir könnten Redaktionsmitglied je gehabt. Wir könnten auch einfach die Hälfte einfach in der Mitte rauscutten. Einfach nur so. Ich finde so, oder so schräg. Weißt du, so wie das Zürich-Wappen. So schräg abcutten. Bist du da mit der Idee gewesen? Hä? Bist du das mit der Ich finde, wenn die Halbierungsinitiative durchkommen, dann wäre das... Also einmal ein Video einfach halbiert machen, fände ich funny. Da hätte ich jetzt noch... Das ist so das beleidigte Kind, das nachher dann sagt, das mache ich halt jetzt nicht mehr. Du kannst auch... Dann mache ich halt noch die Hälfte. Dann schaut das Video halt wenn so. Wenn ihr halt nur noch die Hälfte wollt, dann mache ich jetzt halt nur noch die Hälfte. Ja. Nein, so funktioniert es ja nicht. Wir sind ja keine Beleidigten. So. Also, wenn ich meine Kinder so betrachte, die funktionieren genau so. Ja, eben, aber du hast 2-jährige, 3-jährige Kinder. Ja. Und wir sind doch schon erwachsen. Das stimmt, aber zwischendurch muss man als Kind, man sagt doch immer, das Kind in dir musst du mal wieder finden. Und nach der Halbierungsinitiative würde ich das machen. Dann würde ich in so eine Täubeli-Phase. Aber vielleicht wird es ja abgelehnt und dann müssen wir das ja nicht machen. Das müssen wir ja jetzt noch nicht besprechen. Das Schauen wir dann. So, gibt es eine Redaktionssitzung am Montagmorgen. Das ist das Problem, wenn es dann so weit ist. Ja, genau. Gut. Also, aber wir wissen immer noch nicht, was deine Freude... Also, italienische Indie-Pop ist es nicht. Das ist deine Freude. Das ist deine Freude im Leben. Nein. Komm, ich gebe dir noch mal auf 3 Sekunden. Meine Freude, also ich habe die Sonne gefunden. Die habe ich schon gehabt. Du kannst jetzt das Gleiche sagen, was die anderen schon gesagt haben. Bergsonne ist die besser. Also gut. Die hat mehr Strahlung. Gerade noch durchgeschlafen aus der Prüfung. Ich habe Bergsonne entdeckt das Wochenende mal wieder. Und das hat gut da. Wenn
wenn nicht noch Kinder gestört hätten beim Genuss. Nein, es ist schön, wir haben ein bisschen Family Week. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du keinen Sonnenbrand gehabt hast. Ich habe so gedacht, wenn du jetzt so 2 Tage gehst, dann bist du jemand, der mit dem Kind so ein bisschen in die Beiz hockt, auf der Terrasse. Ja. Dann irgendwie das Kaffee Güchs reinleerst und dann wie so vergisst, dass du am Morgen nicht eingeräumt hast. Ja. Das habe ich so mir überlegt. Da merkt man eben, dass du kein Kind ist es nicht so, Kind zu haben? Hey, das wäre meine Traumvorstellung. Die Realität ist... Und dann das Kind hast du dann auf der Schoß ein bisschen. Ja. Du hast dann auch so ein bisschen... Die Momente gibt es, aber die dauern meistens so 3 Minuten. Und die 3 Minuten, die langen jetzt halt noch nicht für den Teint. Und dann bist du wieder am Rumhasteln und Rumdingseln und dann musst du wieder rein und dann musst du wieder aufs WC wickeln. Es ist so, du kommst nie in so den Modus rein von absoluter Entspannung und Sonnenbrand. Was vielleicht gut ist für meine Haut, weil dann altert sie nicht so schnell. Aber schlecht für den Teint. Schlecht für den Teint. Aber bist du wenigstens schlitteln oder so etwas? Ja, wir sind Bob gefahren auf dem Wanderweg. Wir haben alte Leute angefahren. Verschreckt. Ja, alte Leute verschreckt. Das wäre zum Beispiel jetzt die Freude vom Leben. Ja, alte stimmt. Leute verschrecken. Und Bobfahren. Ich finde ja, die Leute, der Davoser ist ein absolut überschätztes Fortbewegungsmittel. Alle immer so, das ist ein Schweizer Erfindung, der kommt von Davos. Bist du schon mal Bob gefahren? Da hast du ein Steuerrad, du kannst steuern, du bist viel näher am Boden, du hast viel mehr das Geschwindigkeitsgefühl und es rattert so richtig. Im Gegensatz zum Davoser ist ein Alpenpreis dagegen. Bobfahren ist der Shit. Ja, und so Plastikhaufen fahren auch viel schneller als so 2 rostige Metall. Und ich versuche immer in diesen... Also jetzt nicht in der Beiz, aber mit dem Davoser in der Beiz auch. Ich schwöre sogar, deine Schlittelgeschichten haben mit super zu tun. Ich versuche auch immer, also entweder bin ich zu fett für die Davosers oder ich mache es falsch. Nein, aber ich tue immer irgendwie so im du hast zu viel Gewicht vorne, du musst immer ein bisschen Rückenlage haben. Ja, aber das sieht mega nicht cool aus und die ganze Zeit immer so mega toll, ich bin so auf meinem Davoser und bin ein bisschen schnell unterwegs. Ja, einfach ein bisschen. Nein. Du lernst immer wahrscheinlich vorne ab und dann geht die Schnauze so in den Tiefschnee. Es hat mal noch so ein Zwischenprodukt gegeben, ich weiss nicht, sagt euch der Drückkufenschlitten noch etwas? Ah, ja, mit dem... Der hat Marken namens Stiga, die haben einen Ping-Pong-Tisch gemacht, hat einen Drückkufenschlitten entwickelt. Sorry, ich hatte eine Kindheit, eine coole Kindheit gehabt. Wir sagen Drückkufenschlitten nichts. Ich habe mir so einen gewünscht für die Weihnachten. Man hat dann so einen Familiendrückkufenschlitten gehabt. Und der hat eigentlich die beiden, der hat eigentlich den Bob und den Davoser verbunden, indem du hoch gesessen bist, das Steuerrad hast. Das ist so ein Hochsitz gehabt. Du hast vorne mit der dritten Kufe hast eigentlich gesteuert und die beiden sind, und dann bist du so gefahren. So wie im Auto. Höher. Ja. Und mit dem hast du einen richtig krassen Speed bekommen, aber auch richtig üble Unfälle gemacht. Kennt ihr die Seniorenmobil, wo so ganz schmal sieht aus wie so ein zusammengedrucktes Liftkabäuschen? Ist das wie das, wo der Papst fährt? Ja, ohne Panzerglas. Das ist der Schlitten von denen. Okay. Darum hast du das als Kind? Bist du als Kind schon ein alter Mann gewesen? Vielleicht. Darum hast du das gewünscht? Ich lerne dir mal, ich glaube, das ist schon bei Mami im Keller, ich lerne dir den Drückkufenschlitten mal aus und dann wirst du sehen, wie fun und cool der ist. Ja. Im Phil seine Weihnachtsliste war ein Drückkufenschlitten, dann irgendwie ein Katheter. Und dann Nintendo 64. Ja. Und das Fernsehheftchen ab. Und das Fernsehen, das Tele. Das Tele. Ich habe als Kind immer das Tele gelesen. Ja. Ich auch. Immer geschaut, 7:45, welcher Film kommt und nachher hast du unten immer noch Beschreibung gehabt und Sterne. Die guten Filme haben immer 4 Sterne gehabt. So. Die ganz schlechten immer 1 Stern. Schau, jetzt hast du schon wieder Freude in deinen Augen. Ja, darum bin ich ja da. Telebewertungen und Drückkufenschlitten und wir haben den Philipp Wiederkehr wieder im Boot. Dabei. Dabei. Sehr gut. Es ist meine Freude sind ihr heute. Mhm. Ich auch. Wieso habe ich so lange überlegt? Jetzt weiss ich es. Ja. Ihr sind meine Freude. Aber es ist ein bisschen zu lang gegangen. Das musst du jetzt selber sagen. Das ist jetzt wirklich sehr billig. Ja. Manchmal muss halt zuerst ein bisschen rattern. Ja, schon gut. Ich habe mal einen Schnitzel gegessen, dann weisst du wieder. Nein, alles gut. Gut, über was wollen wir denn heute reden? Ich habe Sachen erlebt. Oh. In beide Richtungen. Positiv und negativ. Aha, was für Richtige. Links und rechts. Links und rechts, oben und unten. Diagonal auf alle Seiten. Ja, da freue ich mich. Ich war in Basel im Ausgang. Dort, wo du normalerweise nachgehst. Oh, endlich mal. Ich habe schon gedacht, letztens, es ist mal wieder Zeit für eine Ausgangsstory. Wir haben schon lange nicht mehr über Party Hardy erzählt. Ich war in Basel und habe neue Leute kennengelernt. Ich habe jetzt gerade Party Hardy gesagt. Ja, ich weiß. Ich habe halt schon lange nicht mehr im Ausgang. Damals haben wir das gesagt. Ich habe gedacht, ich wollte dir jetzt die gute Laune nicht schon wieder kaputt machen. Aber das ist schon gut. Weißt du, was er gesagt
Wir können noch ein bisschen Party Hardy. Ja, also der Matthew, den ich noch gefragt habe nach dem Wochenende, als er es erlebt hat, hat er sich recht bedeckt gehalten. Aha. Also ich weiss nur, dass es stattgefunden hat. Mhm. Und ich habe jetzt noch nicht geschaut auf der Webcam, ob Basel noch steht oder ob es abgerissen hat. Nein, das Ball steht noch. Es steht noch der Novartis Tower oder Roche. Nein, Roche. Beide. Einfach da. Ja, nein. Die huren Türme. Die Türme, ja. Dort bist du nicht gewesen. Dort bin ich nicht gewesen, Okay, gut. nein. Ich bin gespannt, ja. Es ist... ich habe im Fall wirklich... Gestern habe ich so gedacht, oh, morgen ist Podcast, ich habe mal Lust wieder auf eine Ausgangsgeschichte und du bringst sie. Ja. Jetzt musst du aber liefern. Oh. Der Druck ist um. Sind beide Ausreisser in gut und in schlecht an dem oben basiert? Ja. Ja. Ich kenne die Reihenfolge wahrscheinlich auch. Ja, ich habe nicht sehr viel erlebt, ich habe aber ein Problem mitgebracht in die Runde. Und zwar bin ich wie nicht mehr ganz zufrieden mit meinem Coiffeur. Ich glaube, er verwechselt mich mit jemandem und hat jetzt schneidet meine Haare anders und ich weiss nicht genau, wie das sagen. Und ich laufe jetzt immer so halb zufrieden dort raus und ich weiss nicht, mit Coiffeur ist man ja nie ehrlich. Man sagt immer, ist gut, ist super. Die dürfen auch immer alles machen. Was willst du? Ja, ich mache alles. Coiffeur lügen mir ja ständig an. Ja. Und jetzt brauche ich einen charmanten Weg. Und ihr seid ja da die besten. Es ist Gott sehr ghosten, nie mehr melden und einfach jemand anders hingehen. Einfach wechseln. Das ist genau das Gleiche wie mit meiner Dentalhygienikerin. Dürfen wir einfach wechseln. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin noch in einer toxischen Beziehung mit ihr. Ja. Aber ich werde es schaffen. Hast du jetzt eigentlich ein Männchen endlich zurückgeschickt? Das habe ich zurückgeschickt, ja. Mit der Post. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch andere Wege. Ich schaue mal. Vielleicht könnt ihr mir da... Jetzt hast du mir eigentlich die Lösung schon gegeben. Das ist mein Thema. Nein, es wäre so mein ja. Nein, es gibt sicher noch andere Wege. Ich will es noch genauer ausdiskutieren. Und es hat dort auch noch so ein paar... Er hat da irgendwie noch so Side-Businesses. Ja, ich würde einfach mal schnell eure Meinung, Einschätzung. Soll ich weiter hinterher gehen? Hat er so ein Hinterräumchen und dann kommen so Hahnenkämpfgeräusche raus? Es geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Ja. Hast du mal? Ich muss auch wieder mal denken. Es ist nicht ganz so. Aber nein, es ist einfach noch spannend. Ich würde euch mal schnell mitnehmen in die Welt und schnell noch Rat von euch haben, soll ich weiter hinterher gehen? Hat er so einen Fußbad mit so Fisch drin, wo du gleichzeitig kannst deine Hornhaut laufen? Ich bin nicht in den Massagesalon gegangen. Es ist immer noch ein Coiffeur. Ja. Ich habe wahnsinnig viele Sachen erlebt diese Woche. Das ist insane. Einfach eine Geschichte, die ich nicht erzähle. Es ist wieder eingebrochen worden bei mir im Haus. Wieder einmal. Du kannst nicht anfangen mit einer Geschichte, die ich nicht erzähle und eine Geschichte erzählen. Es ist ja schon wieder fertig. Es ist ja wie alles. Ich habe nichts zu tun gehabt das Mal. Ich wollte nur sagen, es ist wieder die Stadtpolizei und ich haben sich wieder im Steigenhaus gekreuzt, aber das habe ich wirklich. Ich habe weder angerufen noch irgendetwas damit zu tun. Einfach, dass ich kann bildhaft zeigen, wie viel gerade in meinem Leben abgeht. Liegt es echt an dir, dass immer dort, wo du wohnst, eingebrochen wird? Ja, aber sie wünschen ja nie die richtige Wohnung. Also ich check's auch nicht. Ich meine, wenn sie zu mir wollen, also ich bin auch mit meinem ganzen Smart Home Zeug bin ich auch tiptop abgesichert. Der weiß ja nie, ob da plötzlich irgendwo so eine Federfuß aus der Wand kommt, wenn da unerlaubt jemand. Aber wenn ich jetzt einfach zu dir in die Wohnung reinkommen, würdest du einen Push bekommen? Ja, unter anderem, ja. Also Nein. ich würde dich ja empfangen, dann wäre ein schöner Wenn du nicht daheim bist. Also sagen wir jetzt mal, ich würde jetzt bei dir daheim einbrechen. Ja. Kommst du jedes Mal einen Push über, wenn deine Haustüren auf und zu gehen? Nein, wenn du vorher einen Briefkasten schauen. Ja, eben, ja. Das würdest du ja machen, weil du wärst ja freundlich, du würdest mal wenigstens noch Post aufholen, oder? Ist denn dein Briefkastending auch beim neuen Ort wieder installiert? Ah ja, sicher. Aha. Ja, gar kein... Und dann weiss ich einfach, was ich jedes Mal machen muss. Das ist, dass es so eine Meldung gibt, wenn immer ein Brief... Ein Sensor im Briefkasten. Ich habe einen Sensor im Briefkasten und immer wenn ich dort vorbeigelaufen bin, habe ich extra einfach in den Briefkasten reingedingselt. Ich habe einfach so gemacht, dass der Meier eine Meldung bekommt und das Gefühl hat, es kommt ein Brief. Und dass ich das weiss, dass es jetzt bei deinem neuen Ort auch so ist, kann ich das ja wieder einführen. Und wieso, nur mal schnell, wieso genau hast du das? Ich habe es wieder vergessen. Dass man nicht immer muss den Briefkastenschlüssel mitnehmen bzw. aufmachen und dann weisst, jetzt ist die Post gekommen. Okay, ja. Du läufst ja sowieso dort vorbei, dann machst du halt alle 2 Tage mal auf. Und ja, aber zum Beispiel, wenn ich Homeoffice mache und ich kann es zum Beispiel nicht erwarten, bis jetzt endlich die Gönnerbestätigung von der Riga angekommen ist, damit ich die Steuererklärung endlich machen kann, zum Beispiel. Die 40 Stutz macht es aus. Und das ist natürlich, die Situation ist völlig frei erfunden. Das ist nicht so, dass du das wirklich so machst. Nein, das ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Ja, nein.
was gestern passiert ist. Und dann weiss ich... So Spendensammler über den Tisch. So, Rego, hast du so Spendensammler am Bahnhof? Sagen so spenden sie für Helikopter. Die haben noch gemacht jetzt. Ich glaube, die haben eine Kampagne gehabt. Ah, gut. Auf jeden Fall, das wollte ich nicht erzählen, aber einfach zum eben bildhaft darstellen, wie es bei mir läuft. Dann hat der Matthew mir ja oder uns einen Auftrag erteilt, auch endlich wieder ein bisschen Sachen zu machen, die man noch nie gemacht hat. Und ich möchte euch näherbringen, was ich das Jahr gemacht habe, was ich noch nie gemacht habe. Da bin ich gespannt, was ihr meint. Die Steuererklärung. Nein, die habe ich das Jahr noch nicht gemacht. Eben, ja. Es ist ein bisschen, nein, es fehlen noch zu viele Sachen. Ja, aber bald. Ja, also ich habe Zugangsdaten, also am Wochenende. Da wird dann dran gesetzt. Und zum deinem Einkaufshass ein bisschen Gegensteuer geben, habe ich ganz zufällig diesen Samstag meinen besten Einkauf von meinem ganzen Leben gehabt. Es ist etwas passiert in dem Laden. Du schreist alle an der Kasse, wenn du irgendwann in einem Laden bist. Du bist der Einkaufsschreck von Zürich. Personal. Nein, wenn du kommst, dann verstecken sich alle hinter der Kasse und sie schicken die Chefin oder den Chef vor. Also, oh nein, die schwierige Kundschaft kommt schon wieder da. Und Security-Kameras werden so auf mich zoomen, zum Schauen, dass nicht wieder in etwa einer 20-sekündigen Sequenz in dem Laden drin hat sich für mich das ganze Bild von der ganzen Menschheit wieder, wo du mir kaputt gemacht hast, um 180 Grad gekehrt. Er hat es uns allen kaputt gemacht. Eben, ja. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Wirklich. Entschuldigung. Ich möchte die Plattform nutzen, um das in die Welt rauszuschreien und zu sagen, es sei mehr so. Aber ich erzähle es nachher. Okay. Ich freue mich drauf. Ja, hat jemand das Eierkarton aufgelesen, wo jemand runtergeht? Nein, viel besser. Viel besser. Jemand hat gesagt, oh, ich habe meine Kommunuskarte nicht dabei, wenn sie ihre zeigen. Es geht in die Richtung. Ja, es geht in die Richtung. Das lange schon. Das lange bei David Meurer. Es ist wie so, ich kann noch jemand anders profitieren. Ja. Von jemand anderem. Das ist noch besser. Ja, gut. Meine Merkel können sie auch haben. Trophy-Punkte. Aber es geht in die Herzens... Aber lustig ist immer die schon so am Lauern sind, so, darf ich sie dann dafür? Ja, ich nehme sie schon. Ich nehme sie dann schon. Ja. Nein, ich finde wieder ein sehr gutes Potpourri von Geschichten heute. Das ist der Debriefing 404 Podcast mit dem Philipp Wiederkehr, dem David Meurer und mit mir. Ja, ich bin da so ein bisschen... Das ist mein Badge. Entschuldigung. Du willst einfach allen zeigen, dass du ihn wieder gefunden hast. Ich habe einen Badge. Das ist wieder Nein. Kannst du schon mal ein Foto in die Runde zeigen? Nein, das machen wir nicht. Nein. Wenn ihr wissen, wie der Matthew vor 20 Jahren ausgesehen hat, dort hatte ich noch Träume gehabt. Haltet das YouTube-Video an und zoomt so siehst du aber nicht aus auf dem Foto. Ich habe dann schon ausgesehen wie eine alte Crack-Hure. Okay, ich gebe es zu. Also, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns überall 5 goldige Badges. Auf allen Plattformen. Sag mal noch eine random Plattform. Deezer. Genau, auf der gib uns. Diese Woche gehen wir auf Deezer. Nein, gehen wir nicht. Mal. Niemand ist auf Deezer. Ja, es gibt sicher Leute da aussen, die noch auf Deezer sind. Ich glaube, ich habe mal einen Deezer-Account gehabt. Ich glaube auch. Aber noch weit vor Spotify, wo das so ein bisschen neu war. Ja, ich wünschte, unsere Podcasts könnte man auf BitTorrent abladen. Könnte man auch vielleicht. Fände ich schön. Jemand müsste sich irgendwie hochladen und wie machen wir das? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also, aber ich habe das jemand noch gewusst, wie abladen. Gut. Dann gib uns auf BitTorrent auch 5 Sterne und du das bitte auch noch bewerten. Und dann wäre eigentlich wie schon alles gesagt. Dann würde ich sagen, let's go. Debriefing. 404. 3 Dullis, viel zu tun, 0 Bock. Also. Sag einfach mal nicht. Nein, mach nicht zu viel. Das ist... Ich muss überlegen. Ja. Was du willst vorausschicken? Ja. Dann kommen wir schnell deine Waffengeschichte. Ah. Gut, alle die zum Beispiel auf Spotify schauen oder auf YouTube, dort gibt es Video. Die können jetzt im Philipp Wiederkehr seine Frisur anschauen. Ich muss dazu noch sagen... Und die können kommentieren, was sie von dieser Frisur halten. Also relativ unspektakulär normal. Ich muss noch sagen, ich habe immer eine Helmfrisur, wenn ich da reinkomme, weil ich komme mit dem Velo. Und
das ist nicht dem Coiffeur geschuldet, sondern mir selber. Ich finde es noch so ein bisschen frech, es ist aber noch so ein bisschen gut. Ja, aber es ist einfach... Du könntest jetzt dort noch so ein bisschen... Ja, man kann noch oben durch etwas machen. Ein Mesh. Nein, ich weiss es nicht. Gibt es noch Meshes? Mhm. Oder schon mal so ein Spitzli so ein bisschen... Ja. Du musst 20 Minuten aus der Stadt rausfahren, dann ist das der Pony. Der Pony von der Aglo ist der Mesh. Der Mesh. Ich finde den Mesh. Das war die Band, die «Ewige Liebe» gesungen hat. Zum Beispiel. Auf jeden Fall habe ich seit meinem neuen Wohnort, also seit 1,5 Jahren, habe ich einen neuen Coiffeur. Und bin sehr zufrieden. Bist du natürlich einfach ins Dorf rein? Ich habe einfach gemerkt... Du mal ein bisschen schauen und schauen, was gibt's da Neues? Nein, ich habe Google Maps, Coiffeur, Umgebung und dann habe ich geschaut, welcher hat 5 Sterne. Ja. Und dann habe ich gesehen, der hat 5 Sterne, dann gehe ich zu dem. Und es hat sich herausgestellt, der hat auch eine gute Preis-Leistung. Ist auch nicht für die Zürcher Verhältnisse nicht überteuert. Ist auch nicht gerade Barber-Style, aber so ein bisschen, wirklich, da kommst du etwas über fürs Geld. Kommst du ein Käferli über, wenn du abhockst? Das finde ich immer so... Das ist eben auch am Anfang das bekommen, jetzt nicht mehr. Aha. Ich glaube, dein Ruf hat sich umgesprochen. Der hat einfach Angst vor dir, dass du einen Aussetzer hast. Nein, und jetzt ist so ja nicht die Nerven beunruhigen und Kaffee tut mit dem Koffein tut noch viel. Weißt du, nachher kommst du in Schlottern rein. Ich kann es mir jetzt gar nicht... Vielleicht wird er mich auch loswerden. Ich habe mir gar nicht überlegt. Vielleicht ist es ja gar nicht immer... Vielleicht haben Coiffeure so eine Strategie, um Kunden loswerden. Und er wird mich jetzt loswerden, indem er mir keinen Kaffee mehr anbietet. Und eine scheiß Frisur geht. Wie ist es ist andersrum, genau. Nicht du willst ihn auswerten, sondern ja. Wie ist die Wassertemperatur? Ist sie ein bisschen zu kühl beim Haarwaschen? Oder ist... Es war ein bisschen zu heiß, aber ich habe natürlich nichts gesagt. Ja. Ich bin so rein und dann... Kopfhaut leicht verbrannt. Ja, und ja auch ein kleines Detail. Normalerweise machst du so hinter, oder? Dann kommt Wasser. Und der Wasser. Ich hasse so das Eckding. Es ist nie bequem. Ich finde, also seit ich auf der Welt bin, seit noch nicht so langer Zeit, gibt es so das Eckenbecken. Ja. Und dass man im 2026 noch nichts Besseres gehabt hat, als das so hinten rein. Ja. Also es ist wirklich so, also du hast schon mal das Knick gebrochen, aber so stelle ich es mir vor. Es ist genau so. Es ist wirklich so. Es ist eigentlich der Coiffeur-Knickbrecher-Trug. Also, wieso? Also ist das einfach zum schnell den Willen? Wahrscheinlich ist es zum den Willen brechen. Wenn du hockst und die Haare wäschst, dann tust du den Willen brechen, dass du nachher immer sagst, ist gut gewesen. Ja, alles. Ja. Ist super gewesen. Ja. Super, genau so habe ich es wollen. Grün-violette Haare, genau so. Und das Ding ist einfach so, du willst einfach nicht mehr in den Knickbrecher rein. Das ist wie so, einfach vorbei, einfach fertig. Ich so schnell wie möglich raus. Auch schon gefragt, nach dem Haarschnitt, wenn man es nochmal wäscht, ich so, nein! Nein! Zahlen! Da, Trinkgeld. Nehmen Sie alles, da, 300 Franken. Ich will nicht mehr in das Killerbecken rein. Ja, es ist wirklich ein Killerbecken. Aber warum redet niemand drüber? Ja, es ist eine absolute Qual da drin. Und vor allem wirklich... Also man hat doch neue Sachen jetzt. Ja. Schaumstoff oder ein kleines Polster. So weißt du, die Maschinen, die sind immer ganz, da habe ich das Gefühl, da haben sie immer das Neueste vom Neuesten. Und da sagt mir der Coiffeur auch jedes Mal, also er kauft die nur alle 5 Jahre, aber es ist eine beste Qualität, den Rasierer, Klingeli und was er alles hat. Aber der Knickbrecher hat jetzt 1965 der gleiche in der Ecke. Es ist eben noch lustig, ich bin nämlich ganz in der Nähe, bin ich als Kind schon zum Coiffeur gegangen, zu so einem alten Mann. So einem alten Italiener, der irgendwie schon lange pensioniert hat, sollen sie aber immer noch mein Vater seine Haare um meine geschnitten und die von meinem Bruder. Wir sind nicht das dritte dorthin. Und ich habe das Gefühl, der hat die gleiche Mann dort drin gehabt, den Kopf drin. Was hat er übernommen jetzt? Hat das übernommen, ja. Hey. Auf jeden Fall bin ich jetzt bei dem Coiffeur und genau das ist ein kleines Detail, was er letztes Mal auch nicht gemacht hat. Er hat nicht nach dem Kaffee gefragt und auch noch gefragt, ist es gut von der Temperatur? Sondern es war einfach heiß gewesen. Ja. Also man einfach mal die Haare zuerst mal abbrennt. Ja. Aber das ist wirklich, also das ist ein bisschen unanständig. Und dann bin ich über auf den Stuhl und dann hat er mir gesagt... also wie sagst du es denn? Einfach so wie immer? So wie, Oder hast dann du... Weißt, es gibt ja eigentlich auch immer die Bildbände. Ja. Wo nachher kannst du so... Ich hätte es gerne so wie die Cristiano Ronaldo. Oder so wie... Wie machen die es? So... ich will den abrasieren. Das ist wie so... Ja. Bei mir können sie mir gar nichts mehr. Immer eine Zeit lang habe ich ein Internetfoto gezeigt. Hast du das einmal gemacht? Ja. So, und nachher hast du Cristiano Ronaldo gezeigt. Ich habe eine Zeit lang... Das ist peinlich. Also hast du Miley Cyrus, die eine Kurzhaarfrisur hatte? Nein, immer... Kennt ihr noch den G-Eazy? Den Musiker?
Magst du dich erinnern? Sagt mir etwas, aber so, let me check. Aber ich glaube, ich habe ehrlich gesagt einfach eher seine Tattoos cool gefunden und habe einfach gefunden, ich möchte so sein wie er. Und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwie das passt. Und das habe ich aber wieder ein bisschen aufgehört. Irgendwie, mein Coiffeur hat ein gutes Händchen gehabt für meine Haare und jetzt zeige ich nichts mehr. Jetzt sage ich immer wie letztes Mal. Also da? Ja. Ich wollte wie das Foto unten rechts, so quasi so eine übergestrelte Geschleckhaarfrisur, ja. Aber es ist, ich habe dann gemerkt, nach dem 6. Mal, das steht mir nicht. Ja, aber das hast du aber noch nie gehabt. Das ist wie so, eben, das ist das Problem. Das hast du jetzt wirklich damit. Ich kann mal schauen, ob es da noch rein-dings hat, aber es ist... So ein bisschen Johnny Cash-mäßig. Ja, ich habe es irgendwie cool gefunden. Ich habe irgendwie so sein. Ja. Aber eigentlich hätte ich zuerst die Kleider von ihm mehr organisieren. Ich glaube aber häufig ist es bei Coiffeuren so, du hast vielleicht eine Idee und sagst, und ich glaube, die Coiffeure akzeptieren häufig gar nicht den Vorschlag. Nein. Sie machen was sie wollen. Also eigentlich du bist ja auch komplett ausgeliefert. Du kannst ja nichts machen. Du bist wie so... Es ist nicht so, du musst, wenn du eine andere Frisur willst, dann musst du den Coiffeur wechseln. Ja. Und dann ist es ein fresher Start. Und so ist es ein bisschen bei mir, jetzt hat er das geschnitten und hat immer gesagt, ja, auf der Seite machen wir nicht mit der Maschine. In meiner Erinnerung hat er immer zuerst mit der Maschine auf der Seite gemacht. Seiten auf 0? Ja, also nicht auf 0, aber so ein bisschen. Und eigentlich habe ich das noch gut gefunden, dass halt schon genug kurz sind auf der Seite, schon nicht gerade, dass man die Haut sieht. Und jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Aber ich erinnere mich eben selber nicht mehr, ob es überhaupt mal so war. Und jetzt bin ich in so einem Clinch, dass ich ihm eigentlich sagen müsste, er müsste jetzt wieder die Maschine führen, aber er tut immer so, als würde er mich besser behandeln, wenn er es nur mit der Schere macht. Weil das sind die feinen, das ist nicht Handarbeit. Die Maschine kann jeder. Das ist so das Ding. Und ich bin jetzt nicht sicher, das ist vielleicht jetzt eine Frage an Coiffeusen und Coiffeure, ob jetzt das wertvoller ist mit der Schere oder besser für die Haare. Fix mit der Schere? Ja. Schon. Ja. Aber ich finde ab und zu ein bisschen Maschine, aber ab und zu mal ein bisschen Maschine gibt dem Kopf auch so ein bisschen den Charakter, oder? Ich glaube, das Maschinenli ist einfach schon wieder 4 Jahre und 8 Monate alt und hebt einfach nur noch jeden zweiten Kunden an. Und du hast jetzt ein Slot verwünscht, was das Maschinenli muss laden. Aber in diesem Laden läuft es gut. Er hat einfach einen Kunden nach dem anderen und das kann nicht sein, dass der sich nicht neue Maschinen leisten kann. Das läuft gut dort. Ja. Ich glaube, es liegt nicht daran. Ich glaube, meine Theorie ist, er verwechselt mich wirklich mit einem anderen Kunden und macht jetzt bei mir das Programm von jemand anderem. Es hat wie so einen Glitch gegeben. Und jetzt bin ich will wieder das alte Programm zurück, aber ich weiss nicht mehr. Ich hocke doch einfach dorthin und der macht etwas, am Schluss sieht es gut aus. Und ich will das alte Programm zurück und ich weiss nicht, was ich sagen soll. Aber es ist schon sehr einfach. Du suchst ein Foto von dir, wo du, wie findest, die Leute sehen nicht gut aus. Ja. Gehst ein bisschen zurück in dein Ding. Also mit 22. Ja, gehst ein bisschen zurück. Und findest so, dort habe ich gut ausgesehen. Ja. Und dann zeigst du ihm das Foto. Du musst ja wie auf diesen Punkt wieder zurück. Schau, es ist wie bei Back to the Future. Ja. Oder? Dort Back to the Future 2. Ja, gut. Wo sie, haben wir gesehen? Ja. Genau. Ja, wo sie in die alternative Zukunft gehen, wo alles schlecht ist, die Polizei ist rum, überall zu Mord und weiss auch nicht was. Und sie so, fuck, es ist nicht mehr so, wie es war. Ja, stellvertretend für den Mord ist die schlechte Genau, oder? Alles Scheiße, Korruption. Und was sagt dort der Wissenschaftler? Wir müssen dort zurück, wo es die Abzweigung genommen hat von den realen Dingen zu den alternativen Dingen. Du musst das Foto finden, wo du noch so ausgesehen hast, wo du gut bist. Und dann kannst du wieder dann in deinen richtigen Zeitstrahl reingehen. Aber da muss ich zusammen mit dem Coiffeur in die Vergangenheit reisen. Braucht ich ja noch so ein Fahrzeug? Nein, du kannst, unser Handy ist unsere Vergangenheit. Okay. Oder es ist ja alles gut dokumentiert. Gut. Und meinst du, dann ist die Temperatur nachher auch wieder gut? Dann ist das Käferli wieder da? Ich glaube, das Käferli ist wieder da, die Temperatur, dann fällt du bist nicht... Und dann ist es so... Weißt du, was auch liegen könnte? Ich komme in letzter Zeit immer so 5 Minuten zu spät. Ja, was? Ja, aber der hat logisch hätte ich keine Zeit für Käferli und Fragen für warme Temperatur. Weißt du, da musst du im Fall ein bisschen gut sein. Wahrscheinlich macht er einfach das Stressprogramm. Ja, natürlich. Also dann lange es halt nicht mehr für alle Jahre. Halt mal 5 Minuten zu früh und dann fragst du noch, wie geht's so? Hast du einen guten Tag gehabt? Wie läuft das Geschäft? Ja. Nein, das ist eben das Ding. Ich habe meinen Coiffeur mega gerne. Wir sind auf einer Smalltalk-Ebene, habe ich mich noch nie so wohl gefühlt. Es ist jetzt einfach, darum möchte ich ihn ja nicht verlassen. Wir sind Buddies jetzt. Ja. Wir sind eins vor, jetzt nach dem Podcast wahrscheinlich nicht mehr, aber wir sind eigentlich eins vor, ich lade dich mal privat ein. Es ist so, würden wir wahrscheinlich nie machen, weil er ist immer noch ein Coiffeur, aber es ist so, ich könnte mit ihm glaube ich auch sonst abhängen. Ja, aber dann interessiert sich auch für Fußball. Aber dann ist es ja völlig super, dass irgendwie kannst mal... voll. Aber ich muss das irgendwie wieder zurechtbügen. Ja. Weil ich gehe immer so mit so einem halb guten Gefühl jetzt die letzten 2 Mal dort raus und vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Verspätung.
Ich glaube auch. Ich bin eigentlich nicht so einer, aber ich tue es immer ein bisschen rein. Der Coiffeurtermin, da wollte ich nicht zu viel Zeit einräumen, also immer so reinquetschen. Ja, aber kommst du dann so, wie du kommst arbeiten, laufst du dann dort rein, irgendwie mit noch Gehörst und serviert. Ich komme wirklich direkt mit dem Velo als Kind noch die Hause abgeladen, genau, und verschwitzt. Man weiss nicht genau, ob du Hose an hast oder nicht, oder was du sonst noch alles verloren hast unterwegs. So laufe ich jedes Mal dort rein. Aber dann ist vielleicht ein bisschen näher von dir daheim auch. Ja, ich habe den nächsten gut bewertendsten genommen. Also da bin ich schon praktisch denken. Und aber auch, das liegt wirklich an dir. Ja. Also einerseits bringst du das gut aussehende Foto mit. Kannst vielleicht auch ChatGPT fragen, aber ja. Kommst du pünktlich, vielleicht eher 5 Minuten zu früh. Ja. Weißt du, hockst schon mal hin, liest dort mal noch ein bisschen Glücksposten, weißt du, was so ein bisschen bei den Promis ein bisschen aktuell ist. Ja. Du musst das auch ein bisschen aus Event sehen und nicht, ich tue noch etwas dazwischen quetschen. Das stimmt. Weil der Coiffeur, der nimmt sich auch Zeit für dich. Genau, du musst dem Coiffeur halt... Es fängt bei einem selber Du musst dem Coiffeur auch das Gefühl geben, hey, schau, ich komme jetzt gern und es ist jetzt nicht nur etwas Kleines in meinem Alltag, wo ich noch dazwischen quetsche. Genau. Du musst es komplett anders starten. Er muss Lust bekommen, dich gut zu behandeln. Ja. Das nächste Mal komme ich da so rein mit so grünen Haaren und so einer Punkfrisur. Ja, ich habe es jetzt gesagt. Und bringst du mal ein Blümchen mit vielleicht? Ja. Bringst du mal eine kleine Aufmerksamkeit. Ein Schöckeli, echt mal ein Dankeschön. Ja. Einfach wieder, weißt du, an Beziehungen muss man arbeiten. Aber ich will auch nicht, dass es dann noch im Monat, dann hat er plötzlich das Gefühl... Dann ist es aber wieder ihm sein Problem. Dann ist wie so, dann muss er, weißt, dann ist der Ball wieder zu ihm übergeschoben. Bringst du immer mal einen Kaffee mit? Ja. Ich sehe, es ist mal... Oder gibst immer eine gute Frisur. Ich glaube, ich werde als erstes nächstes Mal hergehen, mich mal entschuldigen für meine Verspätungen und dann können wir das neu anfangen. Ja. Und dann sage ich einfach auch wieder, was ich will. Und dann würdest du auch mal sagen, hey, im Fall, die Frisur, die du mir vor 2 Jahren gegeben hast, Die ist so geil. Das ist so geil gewesen. Hey, können wir es im Fall wieder so machen? Ja. Und dann tut er vielleicht sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann, gut, das fragst du dich nicht mehr erinnern. Schau, ich habe es dir im Fall schon wie rausdingselt. Und dann hast du schon vorgeschafft, hast ihn abgeholt und dann hat sie schon vor gleichen guten Du musst aber schauen, dass es ein bisschen zufällig passiert. Also wenn du das Handy entsperrst und das Foto ist schon da, dann fühlt es sich ein bisschen nach Töterle an. Ja. Ich würde es eher vielleicht so, das Foto dann wie mal, du kannst dir wie so ein Herzchen geben, dann ist sie in den Favoriten drin, aber du musst dann trotzdem noch in die Foto-App rein und zu den Favoriten klicken. Genau. Und dann hast du das Foto. Und machst alle anderen Herzchen weg, weil die so nicht so weil die Nachtfotos von 1999 von David Möri, die werden wir dann nicht mehr drin. Ich drucke es, glaube ich, einfach aus. Laminiert. Einmal A4. Laminiert. Weil beim man kann es auch immer vorne auf den Spiegel hängen. Dann weiss ich genau, was es zu tun hat. Einfach so ein bisschen, um dir helfen. Ja, einfach. Gell? Ja, super. Danke vielmals. Ich bin darum, du kannst doch noch etwas anderes sagen. Nicht ghosten, daran arbeiten. Ja. Nice. Ja, du hast eine 180 Grad Kehrtwendung gemacht. Ja, aber ich finde es viel sympathischer. Ja. Das ist irgendwie so. Ja, gell. Du bist ein sympathischer Kerl. Kannst mit allen gut. Immer für einen Schatz zu haben. Bei den Kassiererinnen. Nie am Streiten. Ja, in den Trammuseen. Immer schön die Ruhe selbst. Immer einfach... Let's fetz. Ja. Ja, ich habe auch sehr gute Laune gehabt. Ja. Sehr gut. Ja, jetzt kommt das Ausgangsgespräch. Achtung, spitzt eure Öhrchen. Der Matthew ist im Zug Richtung Basel. Ja, Also was hast du so einen Vorsaufzug gemacht? Ja. Das haben wir früher immer gemacht. Wenn etwas außerhalb von Zürich war, das ist super. Und dann bist du noch so in Avec oder so in irgendeinen anderen Pronto gegangen und dann bist du dort so den Puri aus dieser Plastik-Wodka, den grünen, rausnehmen und dann hast du einfach den getrunken. Von wo kommt jetzt das? Ich bin einmal dort in Aarau. In Aarau. So mega asozial. Ja, asozial. So, ich bin nicht mehr 17. Also ich bin halt 17. Ich bin aus 40-jährigen Mattu auf Basel, nicht aus 17-jährigen Ja, aber genau Mattu. So stelle ich mir das vor. Oh, komm, jetzt machen wir die Leute 17. Komm, wir holen so einen grünen Wodka da. Und ich bin allein unterwegs. Stell dir vor, ich hätte das... So ein Grissel. Wie würden die Leute reagieren? Ja, genau gleich, wie sie mit 17 reagiert haben, als du eingestiegen bist. Nein, ja. Einfach ein älterer Mann so allein so grünen Wodka am Sippen ist. Ja. Das ist aber noch ein guter. Deliziös. Das ist ein guter Tropfen. Ja, und dann irgendwie DJ Antoine hören dazu. Das würde aber passen. DJ Antoine ist der grüne Wodka von der Musik. Ja, so mega schlimm. Ja. Nein, ich bin natürlich ins Bistro gegangen und habe natürlich ein 2 Weisse mir gegönnt. Ja. So geht man in den Ausgang. Aber Alkohol war im Spiel gewesen. Ja. Das dann schon. Ja. Ein 2 Weisse. Ein 2 Weisse und bin nachher wieder hin. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen so ein bisschen
depressiv auf das Basel raus, weil in Zürich, es war Samstag, in Zürich ist der ganze Tag schlecht Wetter gewesen. Es war grau gewesen, es ist wirklich so richtig, ich habe nicht gewusst, was machen. Dann habe ich einfach mein Bettzeug gewaschen, aus Langweile raus, weil es einfach so ein grauer Tag war. Der Samstag wirklich richtig scheisse. Ich kann es nicht anders sagen, Entschuldigung, meine Kraftausdrücke, aber es ist wirklich einfach nicht gut gewesen. Es ist gut, dass du dich jetzt mal entschuldigst. Nachher bin ich auf das Basel. Die Arschlöcher haben blauen Himmel. Ja, das ist Basel. Ich bin dort hin und da habe ich so mit der Kollegin, mit der Nefeli getroffen, die bei uns arbeitet, und sagen, hey, habt ihr den ganzen Tag schon schön Wetter gehabt? Also, ja, da ist Frühling. Und ich so, ficken mich alle Herz. Ja, du hättest ja nicht auf Zürich ziehen, du hast ja die Wahl gehabt. Ja, ich weiss. Von Olten ist es aber auf Basel. Das Ding ist, wenn man es ja wie nicht checkt, wenn ich jetzt wie so in Zürich war, ich hätte ja nicht checken, dass es in Basel schön Wetter war, das hat mich ja nicht genervt. Basel ist immer schön. Dann hätte ich ja wie nicht so, ja, ich denke doch in meinem Alltag nicht dran, Basel ist dass Basel immer schön hat. Ich habe das Gefühl, Basel hat mehr Sonnenstunden als Lugano. Ich glaube im Fall auch. Hot Take. Ja. Und es ist immer am wärmsten dort. Die haben immer etwa 5 Grad mehr. Und ja. Von diesen Pharmastrahlen haben sie immer noch ein bisschen. Es ist nicht gesund wahrscheinlich. Basel hat eben gleich viel Basler wie Lugano. Alle Basler immerhin das runterrösseln. Ja, aber das hat mich so ein bisschen genervt. Also es freut mich für Basel, dass sie so schön Wetter haben, aber ich bin wirklich so, es hat mich wirklich so anhängen. Ja. Ich habe wirklich so ein bisschen Mühe gehabt am Samstag. Etwas müssen sie haben zu Basel. Wenn sie sonst schon nichts haben. Ja. Hey. Wir haben den FCB, wir haben Fasnacht, wir haben gute Laune, wir haben einen sehr komischen Bahnhofsplatz, wie der Matteo würde sagen. Gut, und dann haben wir so ein bisschen Beizentour gemacht und ich habe das immer so ein bisschen gerne, so ein bisschen von einem Ding ins andere, und ich habe auch gerne, ich habe nachher wie so Kollegen von der Niveli, meiner Kollegin, nachher so kennengelernt, da kommst du ein bisschen mit denen ins Gespräch. Was haben ihr gemacht? Haben ihr Trash-Tour gemacht? Ich weiss doch nicht, wie das Zeug alles heisst. Ich weiss es wirklich nicht. Das war eine gute Tour. Und dann auch so, wenn sie so fragen, wer bist denn du? Und dann sage ich, ja, ich bin der Chef. Natürlich, von den Feli. Und sie so, was, der Chef? Also ich habe das Gefühl, ja, du bist ein Kollege. Ja. Und ich so, also wie hast du denn das Gefühl, wie alt das ich bin? Und sie so, ja, 30. Nein, hat sie nicht gesagt! Okay, und dann ist die gute Laune natürlich dann ist natürlich bei mir die Sonne aufgegangen. Ja. Und dann bin ich so, dann ich gesagt, hey, also ich werde im März 41, und dann haben die nicht können glauben. Ja. So, also gute Gene und gute Haut und überhaupt alles. Und, also so. Also schön. Und dann bin ich wirklich... Das war der Weisswein vom Bistro. Ja, das ist im Fall wirklich der Weiss. Das ist wirklich so ein bisschen aufdunsene Weisswein-Gesichter, dass die Falten weg sind. Das muss ein 30-Jähriger sein. Ja, das ist wirklich... Nein, also schön. Aber die waren das Dritte gewesen und haben das behauptet. Also, und ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben. Wir haben uns ja nicht können. Sie hätten noch können sagen, du siehst aus wie 50. Ja. Sie haben keinen Grund gehabt, um mir Honig ums Maul zu schmieren. So schön, so ein schönes Erlebnis auch. Ja. Schön, ich gratuliere. Ja, oder? Nein, das war wirklich einfach super gewesen. Da kommst du immer nur... Da komme ich nur Hate über und Basel so Sprüche und so. Ich muss mehr auf Basel. Ja, dort ist halt noch der Frühling. Ja. Die sind wirklich einfach nette Menschen. Und dann ist der Bach ab noch. Und nachher bin ich wirklich so in einem Höch. Bin ich durch das Basel durchgesteigert und gemacht und da. Vielleicht ist auch also was man auch muss sagen, wir sind ans Konzert gegangen vom Julex, vom Luc, wo ja bei uns arbeitet noch, und wir haben gefunden, hey, wir können mal schauen, was es wieder mal dort ist. Aber dort kommt man sich schon immer ein bisschen alt vor, wenn man an einem Konzert vom Julex ist, nicht? Und das war nachher das Problem gewesen. Ja, dort ich nämlich auch. Mit meinem 30-jährigen Jugendlichen bin dort rein, und dann habe ich dann gesehen, fuck, was es denn wirklich heisst, jung zu sein. Ja. Die Leute, also die sind auch so 16 gewesen. Die sind wirklich 24, so... aber so, wenn in deiner verschobenen 12. Ich habe das Gefühl, die dürfen nicht trinken. Ja. Und auch die Leute auch hinter der Bar dort sind auch 12 gewesen. Es ist einfach wirklich, ich habe mich nachher gefühlt, ich gehe so in eine Kita und gehe nachher dann meine nicht vorhandenen Kinder abholen. Ja. Und das ist so wie so eine Spielgruppe. Und es ist so, und ich habe mich so jung gefühlt, aber gleichzeitig nachher wieder so alt gefühlt. Ja, ein klassischer Fehler, du musst an eine Ü50-Party gehen, um dich jung fühlen. Ja. Das ist der falsche Take. Und nachher war es auch so, ich bin dann dort so an einer Bar, habe
habe dann 2 Disco-Schorlen bestellt. Und dann hat die 12-Jährige hinter der Bar gesagt, ja, was ist das? Nein, also bitte. Und dann musste ich ihr erklären, dann ich musste erklären, ja, das ist halt ein Prosecco mit Mate, so gemischt. Ja. Und nachher hat sie so gesagt, ja, das macht 12 Franken je. Und dann habe ich gesagt, ja, also in Zürich, wo das herkommt, zahlt man nur 10. Hast du gesagt? Dann hat sie gesagt, also gut, einfach nur 10. Da habe ich gedacht, weisst du was? Du hast ja vom Markt. Wenn sie schon nicht weiss, was ist und so jung ist, dann bin ich wie so, komm, dann tue ich das Cent spielen. Dass du das gemacht hast und noch den Mut kannst du in Zürich unten sagen. Ich habe gerade gesagt, der hat einfach kostet 16. Ich schwöre. Wäre die nicht 12, sondern 32 gewesen, hättet ihr 20er ja, nein, dann schamlos. Du bist einfach an einem Konzert. Ja, ich habe nachher wie so gefunden, weißt du, wenn alle schon so jung sind und keine Ahnung haben, dann kann ich es auch mal zunutze machen. Ich hatte so einen Lauf gehabt, dass mir etwa 30 geschätzt hat. Nachher habe ich mich so alt gefühlt, komm, ich muss es dann nicht wie so. Ja, ein paar Frauen, die noch in der Abrechnung ist sie im Minus gewesen wegen dir. Nein, die hätte das selber eigenen Portemonnaie. Sie hätte wieder Drink nicht können und dann selber Preise gemacht. Das ist wie so. Ja, aber wir haben ja nachher nicht nur einen von dem gehabt. Okay, wir haben dann schon. Aber immer 10. Ja, es hat nachher dann nicht mehr 10 geheißen. Wie heisst das Ding? Disco was? Disco-Schorle. Disco-Schorle? Ja. Das ist Mate mit Prosecco, aber nicht Wodka. Ja, das ist eben wie so, das ist so das Gute für, wenn du ein bisschen älter bist und kein Wodka magst. Es ist weniger Alkohol drin. Ja, einfach so ein bisschen wach und spritzig. Ja, wach und spritzig. Das war das Motto von diesem Ding. Disco-Schorle. Wach und spritzig, ja. Ich hätte es auch nicht gewusst, muss man jetzt die Frau in. Und es ist aber nachher dann so weit gekommen, eben, dass das Konzert war und alle haben gumpen und gemacht. Bist du hinten an der Bar oder vorne? Wir sind vorne links natürlich. Also wir sind gerade von Anfang an vorne links. Wir haben dann gefunden, look, wenn schon, dann schon. Wir gehen. Also zuerst habe ich eigentlich gedacht, wir gehen in eine Bar. Nein. Hast du auch nicht können. Ja. Nein, jetzt wo 30 war. Aber das Problem ist nachher, wie so am Schluss des Konzerts macht der Julex dann immer noch ein Foto mit dem Publikum. No. Wir haben uns in einem Pfosten versteckt. Wo es mir dann fast ein bisschen zu... Also nicht peinlich war, dass ich an ein Julex-Konzert gehe. Ich habe mich selber nachher wieder creepy gefühlt. Mit alles so... Also sie sind wirklich Anfangs 20-Jährige auf dem Ding gewesen. Das ist einfach noch so du kannst nicht noch so zwei Alte nachher noch nicht drauf. Ja. Aber da hast du im Glück schon einen Dienst erwiesen. Ja. Sonst wäre der andere Konzertgang auch wieder abgesprungen, wenn sie gesagt haben, da kommen Eltern mit. Voll. Ja. So die Insta-Story auch geschaut, das ist jetzt uncool geworden. Ja, eben, ja, die Aufpasser sind auch noch dort. Gut, es gibt ja schon so die Konzerte, also das Alterssegment von Bands, wo ja die Eltern noch Kinder Konzerte begleiten. Ja, vielleicht ist es wirklich wieder das. Ja. Dass du einfach der Vater gewesen bist. Ich bin der Vater von von einer 12-jährigen Gruppe gewesen, ja. Genau. Ja. Und du hast sie nachher mit dem SUV wieder heim, da ins Basuland. Ja, genau. Ja. Hat es einen Moment gegeben, wo du an der Bar auch erwähnt hast, dass du der Chef bist vom Julex? Nein, das mache ich nicht. Das macht gut. Nein. Gut. Also ich habe nur gedacht, ich bin froh, dass du nicht auch noch das Argument brauchst hast zum Abmelden. Das ist ein bisschen viel... ist alles ein bisschen zu fest im Verhältnis zu deiner Chefposition, was du da gemacht hast? Ich hatte eine Achterbahnfahrt von den Gefühlen. Ja. Also du hast dich jemanden getroffen, wo du der Chef bist und bist an einem Konzert, wo du auch der Chef bist. Ja, aber der Support ist wichtig. Das ist ein Support. Wir können auch bei dir schauen, wenn du deine erste Girl-WM spielst. Und ich komme noch an dein Programm schauen und supporten. Das stimmt, ja. Und wenn der Möri einen Halbmarathon geht, kann ich auch als klatschen. Ja, eigentlich ist das... Das ist schon einfach nur Support. Das was am meisten geknallt hat von meinem ganzen Leben. Und das kannst du aus deiner Hand kommen. Ja, gut, das wundert mich nicht. Ja, und natürlich ihm nachher ein Bier geben, einfach supportive sein. Du solltest bei deinem Coiffeur das eben auch machen, darum kommst du kein Käferli über. Ja. Hä? Mehr supportive, ja. Ja, aber von dem her zusammengefasst, Basel ist super. Ich würde jederzeit im Fall wieder auf Basel gehen. Trotz allem, ich habe eine super Zeit gehabt. Und du hast jetzt den Basler Disco-Schorle beigebracht. Auch das muss man sagen. Auch du hast etwas dort reingebracht. Ja, ich habe einen Dienst erwiesen. Das war ein konstruktiver Ausflug von dir. Kulturelle Überlieferung, das ist wichtig. Das ist wirklich gut. Irgendwie, ich stelle mir vor, in 250 Jahren steht auf irgendeiner Pergamentrolle, Pynternos Matthias hat mit einer ballonweißen Zugfahrt das Disco-Schorle von den Zürichern nach den Baslern gebracht. Aber dass sie das nicht wissen, was es das gibt. Möri, was läuft? Ja, ich glaube, die sind auch... Ich weiß nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Ja, aber du wohnst also ich war schon lange nicht mehr in einem Disco-Schorle-Lokal gewesen. Eben. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Mate Peng ist erst gerade
aufgekommen dort. Da ist gerade so... Die sind immer noch bei dem Honigbier. Ja. Basel ist das Honigbier, ist eine Honigbierstadt. Ja. Das verbinde ich schon mit Basel. Ja. Irgendwie. Ja. Passt das Getränk. Ja. Ein Basler Getränk wäre das Honigbier. Und dann bin ich noch wieder auf den letzten Zug wieder heim. Und dann jetzt Alter müssen umsteigen, um wieder auf Zürich zu kommen. Oh. Und ich hatte so Angst gehabt, dass ich zum Glück hatte ich genug Disco-Schorle gehabt, aber ich hatte trotzdem ein bisschen Angst gehabt, dass ich verpenne, weil der Zug wäre nachher weiter auf Luzern und dass ich nachher nicht mehr heimkomme. Das ist wirklich noch so ein bisschen, das ist auch noch so ein bisschen Teenager-Vibes gewesen, so fuck, ich penne ein. Ja. Aber es hat zum Glück nachher wieder noch geklappt. Hast du noch ein bisschen Disco-Schorle drin gehabt, die wach behalten? Zum Glück haben wir genug Disco-Schorle getrunken, dass ich eben nicht eingepennt bin. Sehr gut. Ja. Ja, das war ein kleiner Ausflug, aber ich würde es jedem empfehlen. Ja. Schön, so kann man Basel auch erleben, Phil. Ja. Aha, ja. Nicht hinten mit einer Buslinie, Ich bin immer am Abend dort, wenn es dunkel ist. Basel ist für mich mehr Stadt im Hellen. Ja, aber bei mir, ich war so auf die 5 Uhr dort. Ja. Dann hatte ich noch ein Sonnenstrahlen und bin nachher dann schön. abgetorchelt. Ich probiere es, glaube ich, auch nochmal so. Ja, wirklich. Du kommst nächstes Mal mit uns mit. Ja. Das macht sehr fest Spass. Also, Herr Meury. Soll ich erzählen, was der Phil falsch macht bei seinen Einkäufen? Richtig macht. Es ist Sonntagmorgen gewesen, und es hat sich daheim so eine Tiramisu-Lust aufgebaut. Das gibt es, wenn du plötzlich so Lust hast auf etwas ganz spezielles Dessert. Du hast am Sonntagmorgen Lust auf Tiramisu. Ja, wirklich gerade. Tiramisu ist das überschätzigste Dessert, das es gibt. Das ist der grösste Dreck. Sorry. Ist es aber nicht entweder es was geil, läuft jetzt wieder? Entweder es ist geil oder es ist mega wack. Es ist aber entweder ist wack oder super grusig. Es ist wirklich Tiramisu. Wer hat Tiramisu erfunden? Es ist einfach irgendwie Mascarpone. Und nachher tust du irgendwie noch so ein bisschen eingetrocknete Gutzli irgendwie aufweichen in so einem Kirschwasser. Irgendein Gesöff rein. Und nachher tust du Amaretto. Und nachher tust du irgendwie noch so ein bisschen unmotiviert so ein bisschen Schokipulver oben drauf. Das hat keinen Geschmack, das hat keinen Charakter. Und Tiramisu ist wirklich so ein Basic Bitch von der Dessert. Wirklich, es ist einfach nichts. Es ist wirklich so, wenn... Ja, aber es tönt aber auch so ein bisschen, als hätte einfach jemand ein bisschen Reste gehabt und hat sich so ein bisschen zusammengemischt. Und schauen, was passiert. Oder etwas, was man hat stehen und dann so, das haben wir auch noch. Und dann mal so probiert. Und jetzt hat man dem einfach noch so einen schönen Namen gegeben, Tiramisu. Und es ist wirklich der grösste Mismatch von schönem Namen und grusigem Dessert ist Tiramisu. Also dein Lieblingsdessert. Dass jemand Lust hat auf das am Sonntagmorgen, zeugt von irgendeiner... Da ist irgendetwas verschoben gewesen, Moira. Es tut mir leid. Ich verstand das fast, wenn das von jemandem kommt, der irgendwie Schokimus als Lieblingsdessert hat oder irgendwie Pavlova oder irgendetwas. Pavlova? Etwas Hochstehendes, aber dein Lieblingsdessert ist fucking Vanilleglasse. Nein, guck Dänemark. Dänemark ist keine Vanilleglasse. Ja, Vanilleglasse mit einer Schokosauce. Mit einer guten Schokosauce und Schlagrahm. Ohne Früchte. Ohne Früchte, richtig. Genau. Also wirklich, nein, mit Tiramisu bin ich draussen. Also ich bin sehr in gewesen, Phil, für Tiramisu am letzten Sonntag. Sehr in. Aber Moment. Und ich has mir also bist du wirklich am Sonntagmorgen, du verwachst? Ja. Du schaust dein Handy an, du siehst, niemand hat die Briefkaste reingelenkt. Genau. Und dann... Tiramisu. Meine Wohnung ist nicht ausgeräumt worden. Wie kann man... Ich habe jetzt Lust auf Tiramisu. Das ist so, wie du aufwachst. Ich glaube, ich habe den Geruch von Kaffee geschmeckt und gedacht, weißt du, der Kaffee in der besten Form, was es gibt, ist eigentlich Tiramisu. Nein, Espresso Martini. Ja, aber das schmeckt ja auch wie ein Tiramisu Espresso Martini. Nein. Ah, sicher. Nein. Auf jeden Fall... ist dann der Weise gesehen ab in Einkaufsladen, weil wir haben natürlich nichts, wo Tiramisu oder Kaffee... bist du sogar noch am Bahnhof gegangen am Sonntag? Bin ich am Bahnhof, am Sonntag am Bahnhof, am Morgen, so um 10:30 in den Einkaufsladen reingesteppt, der offen hat, für all die traurigen Gestalten, die am Sonntag Lust haben auf irgendein exquisites Dessert. Niemand. Niemand am Sonntagmorgen hast du Lust auf salzige Sachen, weil du zu viel gesoffen hast und dann brauchst du einen Bouillon. Also nach meiner Basisgeschichte, ich habe am Sonntagmorgen gar nicht Lust gehabt, weil mir es schlecht gegangen ist und ich wollte nur überleben. Hättest du Tiramisu essen? Das hat mir im Fall gerade so den Magen gekehrt. Und wenn es dir gut geht, dann hast du Lust auf einen Sonntagszopf und ein paar Gipfeli. Aber sicher nicht auf ein Tiramisu am Sonntagmorgen. Das ist absurd. Ich habe mich nicht bewegen im Bett und habe so die App aufgemacht, wo man Sachen bestellen kann. Und mir ist nur beim
Aufmachen schon schlecht geworden und habe es dann wieder abgestellt und habe mich dann wieder gekehrt im Bett. Wegen Mix aus den Sachen, die du siehst und dem schnell wegscrollenden Bildschirm, wo du alles, es war too much gewesen. Einerseits das Essensbild und aber auch das Scrollen. Es war wie so auf allen Ebenen zu viel gewesen. Siehst, ich habe natürlich am Samstag sehr ruhig oben gemacht, ohne zu viel Alkohol. Ich will so einfach sagen, ich darf immer reden. Ich bin 80, ich mache einen Marathon und habe ein Gravelbike. Ich kann ja meine Kopfhörer einfach abdrücken. Nervt und mich weniger laut. Ich bin dann auf jeden Fall in den Laden reingesteppt, voller Hoffnung, oder, auf das feine Dessert, wo man dann vielleicht sogar schon zum Mittag kann, das Dessert essen. Habe den Mascarpone, einfach all die schönen Zutaten, die du aufgezählt hast, viel im Einkaufskörbchen. Mascarpone. All das Zeug eingekauft. Die Biscuits. Und bin dann genau auf die Suche nach diesen Biscuits gegangen. Und ich habe schon aus früheren Löffelbiscuit. Einkäufen gemerkt, die Biscuits sind nicht immer alle am gleichen Ort. Man muss zum Teil, wenn man zum Beispiel Meringue sucht, die muss man beim... Was? Meringue sucht. Ja. Die sind nicht bei den Biscuits, oder die sind beim Brot, so beim Toast dort in der Nähe sind die stationiert. Ja. Da bin ich 3-mal durch den ganzen Laden durchgesteppt, um die Löffelbiscuits endlich zu finden. Irgendwie bist du ein bisschen viel gesteppt am Morgen. Viel zu viel. Hast du deine Step-Schuhe angehabt? Hey, nein, es hat mich angefangen zu nerven, weil der Laden ist immer voller geworden. Und ich habe die scheiß Biscuits nicht gefunden. Und dann bin ich so gesehen, ja, ich habe sie nicht gefunden. Ich bin enttäuscht und wollte eigentlich schon wieder mich auf den Heimweg machen. Und sagen, aber dir ist nicht in den Sinn gekommen, jemanden zu fragen? Hey, ja doch. Und da habe ich wirklich gefunden, hey, weißt du, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt so gross, ich bin genug wach, ich bin genug, wie soll ich sagen, eben genug erwachsen, um jetzt wirklich eine Mitarbeiterin von dem Laden zu fragen, wo sind die Löffelbiscuits für mein Lieblingsdessert? Da haben wir ganze Mut zusammengenommen, oder? Man hat ja immer das Gefühl, man stört dann die Menschen, die gerade am Einräumen sind. So. Aber es ist recht freundlich zurückgekommen und dann hat sie gesagt, Löffelbiscuits, ja genau. Und dann hat sie sich so umgedreht und sie ist gerade vor dem Gucci-Regal gestanden. Und dann schaut sie so das Regal an und merkt, oh Scheiße, nicht gut, das Löffelbiscuit-Regal ist leer. Und so viele Leute wollten am Sonntagmorgen Tiramisu. Am Sonntagmorgen ist dort die Türe eingerammt worden wegen diesen Löffelbiscuit. Am 7 Uhr morgens stehen die Leute am Sonntag zum Löffelbiscuit. Sie sind mit einem Einkaufskarren so an die Schiebetüren hin. Das ist der TikTok-Tiramisu-Trend. Ja. Ich bin wirklich bei weitem nicht der Einzige, Löffelbiscuit mit der Gabel essen. wo mit so einem Gelust aufgestanden ist. Am Morgen. Da hat es einfach keine mehr gehabt. Ich fand, ja, schade, okay, Mission Abbruch. Aber es sind ja mehrere Läden am Bahnhof. Ja, aber nicht so eine grosse. Er ist an den Stadtlaufen gegangen, nicht an HB. Da gibt es eben nur den Coop. Da gibt es eben nur einen. Ja. Und bin dann so gesehen, ja, eben, ist meine Lust so groß, dass ich jetzt an HB laufe und dort wieder in den Laden schaue. Und dann habe ich gedacht, nein, komm. Und dann bin ich so gesehen, so, da habe ich den ganzen Korb voll Krümpel gehabt, den ich jetzt nicht brauchen kann. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder einräumen. Ja. Habe ich so das Mascarpone rausgenommen, habe es schon wieder ins Regal zurückgestellt und plötzlich tippt es an meiner Schulter von hinten. Und dann drehe ich mich um, es steht eine fremde Frau von mir und dann sagt sie einfach so, hey, super random, aber ich habe gehört, wie du die Frau gefragt hast wegen dem Löffelbiscuit. Nimmt sie so aus ihrem Korb Löffelbiscuit führen und sagt, kannst du meine haben? Hä? Und ich so, was? Wieso? Und so, ja, ich mache 3 Küchen heute durch den Tag. Und ob es jetzt das Tiramisu noch gibt oder nicht, das ist, glaube ich, meinen Gästen egal. Und ich so, nein. Und jetzt habe ich einfach von einer fremden Person aus dem Laden raus, von einer anderen Einkäuferin, Also hat sie schon gezahlt? Das war noch im Laden? Nein, es war im Laden. Es war auch alles dort um das Regal herum. Und einfach, weil sie gehört hat, wenn ich erwachsen wie ich bin, die Verkäuferin gefragt hat, ob sie noch Löffelbiscuit hat sie mitgelost und hat mir einfach random Löffelbiscuit geschenkt. Also ich kann es schon selber müssen zahlen, aber übergeben. So cute. Das ist wirklich, so etwas Nettes ist mir selten vorgekommen in meinem Leben. Einfach so, hey, sie hat einfach so selber studiert, jemand hat die Freude an diesen Löffelbiscuit. Ich brauche sie nicht zwingend. Komm, weißt du, das machen wir doch einfach. Random an einem Sonntagmorgen jemand anderem Freude, dass der sein komisches Gelust-Tiramisu machen kann. Du musst wirklich sehr einen traurigen Eindruck machen. Also, dem Bub muss man jetzt helfen. Schau,
wahrscheinlich hat das gar nicht gestimmt mit diesen 3 Kühen. Sie hat das Tiramisu gemacht und gesagt, schau, es gibt jemanden, der das Tiramisu dringender muss machen heute. Schaut mal die Person, das ist wirklich nur noch ein Häufchen Elend. Der 8-jährige Bub ist eins vor Ausbruch. Jetzt geben wir dem die Löffelbiskuit. Ja, es ist wirklich, sonst kommt es nicht gut. Es ist wirklich, ich glaube, ich bin wirklich durch den Laden durchgeschlurft wie so ein geschlagener Hund, wo jetzt wirklich so seinen Knochen nicht bekommen hat. Was nehmen wir denn jetzt dort raus? Einfach... Hey, voll, also mega cute schon, dass nur Leute einmal ohne Kopfhörer einkaufen und so Sachen hören. Sollten wir mehr wie geschlagene Hunde rumlaufen? Der Phil hat gerade abgehängt. Nein, ich bin recht dran. Ja. Er probiert das Problem von Phil ist jetzt natürlich, dass seine Welt zusammenbricht, weil ich Menschen kennengelernt habe, die einkaufen und gleichzeitig auch nett sind dabei. Nein, also gar nicht. In dem Sinne, ich finde es einfach schön. Ich finde es so ein schöner Moment. Ich freue mich für dich. Es sind so die kleinen Aufmerksamkeiten. Ja. Aber jawohl. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich selber wieder ein bisschen mehr so möchte mehr, ich glaube, mehr wieder mit den Leuten reden. Das ist, glaube ich, auch so das Ding. Mehr auch fragen, auch wenn es vielleicht, du hast das Gefühl, es scheisst dich, aber vielleicht hat ja Lust, um den Leuten helfen mal. Vielleicht im Laden. Ja. Und dann ergeben sich Gespräche und man hört Gespräche und das ist eine Kettenreaktion zu einem besseren Leben und einer besseren Welt. Einfach so ein wholesomer Moment, den ich erlebt habe. Und ist das Tiramisu dann fein geworden schlussendlich? Ja, ich habe natürlich jetzt noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ausgemacht. Ich glaube, ich muss die Löffelbiskuits ein bisschen länger Also hast du Schnaps rein? Ja. Ich habe dann noch den billigen Amaretto gekauft. Und müsste die Biskuits noch ein bisschen länger dünkeln. Aber ich kann noch. Es wird noch mal ausprobiert. Okay, aber es ist ja schon so, das ist das Problem, wenn du so ein spezifisches Gebäck oder Dessert oder so machst, und dann kaufst du etwas wie Amaretto und dann hast du einfach so die Flasche und du brauchst nie mehr. Du hast genau, und dann hast du so 1 Deziliter ist aus und es ist so, und die stehen. Es gibt doch so Sachen, wo dann einfach immer noch jahrelang irgendwie ein paar Esswaren die hast. Mehr mit der Ding machen, Tiramisu. Oder wenn man so aus der Ferien noch so eine Delikatesse auf. Ja, das stimmt. Auch so immer ein bisschen ältere Leute anstatt der grüne Wodka. Nächstes Mal, wenn du auf Basel fährst. Ja, nimmst einfach, anstatt der grünen Wodka nimmst du einfach eine Flasche Amaretto mit. Das Niederste sich mit Amaretto besaufen. Ja, sicher, aber irgendjemand hat das erfunden. Das hat man sicher nicht wegen Tiramisu erfunden. Ist ja eigentlich ein Kaffeeschnaps, oder? Amaretto. Kann man eigentlich das auch in Espresso Martini reinknallen? Keine Ahnung. Müssten wir mal probieren. Ja, auf jeden Fall habe ich das eine super schöne Geschichte gefunden in dem Coop am Morgen um 10:30 irgendwo zwischen Gebäck und Milchprodukt. So eine schöne Szene, die sich abgespielt hat. Bravo. Ja, muss ich sagen. Schön. Ich finde deine Gelüste immer noch komisch, aber alles andere an der Geschichte zuckersüß. Ja, zuckersüß. Ich sage komischerweise versöhnt mich jetzt die Geschichte ein bisschen mit Tiramisu. Jetzt habe ich ganz leicht Lust drauf. Jetzt habe ich plötzlich, ich habe wirklich nie... Müssen wir jetzt nachher zum Italiener rübergehen, das Tiramisu essen mit dir? Aber mein Ding ist schon nur so ein Löffel. Ja, ich zum Probieren. Ja. Aber so, ich hätte jetzt Lust zum Tiramisu probieren. Also. Aber nur ein Löffel. Ich kann mal eine Portion im Tupperware mitbringen. Da kannst du mal einen Löffel rausnehmen. Ja. Etwas, was wir zum Beispiel auch lange nicht mehr gemacht haben, oder auch, wo man sich daran versöhnen. Ja, jetzt ist nur mein Badge. Ich tue den wieder weg. Nein, es ist nicht mit meinem Badge. Nein, Sachen, die ich vermisse in diesem Podcast, ist eigentlich unser wunderschöner Kundendienst. Ja. Was ist eigentlich mit... Und ich wollte eigentlich wieder mal eine Folge machen, wo wir einfach nur Fragen von Leuten draussen machen. Ja. Durch einen Aufruf. Wenn du eine Frage hast, die dich beschäftigt, zum Beispiel das Tiramisu-Rezept von David Meury. Niemand will das für mich. Mal, es ist mega fein. Zum Beispiel, noch ein länger reinheben. Ja, aber du tust einfach sehr wahrscheinlich, du hast einfach gegoogelt und dann ist das erste Rezept gekommen und dann hast du es selber gekauft. Das ist jetzt nicht das altes Meury-Familienrezept. Nein, aber viele nicht. Eben. Aber zum Beispiel eine Frage wäre, hey, was wäre denn sonst noch eure Lieblingsdessert? Und Rezept dazu, dann könntest du das fragen. Zum Beispiel. Oder was ist Matthias Bündner sein reales Alter? Anstatt von 30. Du hast es vorher gesagt. Ja, vielleicht hat man es wieder gehört. 20 ist es gewesen. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel. Oder, was weiss nicht. Was macht der Philipp wieder hier sonst noch glücklich? Das wird dann halt einfach ein 3-Stunden-Podcast. Weil man so lange muss überlegen. Wie? Ja, das heisst, wenn du mir vorher die Frage sagst, im Voraus ausnahmsweise, dann kann man es überlegen. Ja, aber meistens ist ja das sehr. Wir tun ja immer gerade spontan entscheiden. Stimmt. Aber wenn du solche Fragen hast, dann melde dich bei uns. Wir freuen uns ganz fest und ich wollte das in den nächsten paar Folgen noch mal machen. Der Studio 404 Kundendienst.
Es gibt keine dummen Fragen, aber wir nehmen die. Schreib uns auf Instagram @srfstudio404 oder schick eine Sprachnachricht an 076 431 58 62. Sehr gut. Gut. Du hast mir ja noch den Auftrag gegeben, oder uns eigentlich, viel auch, aber viel ignoriert deine Aufträge. Ich bin ja ein guter Abnehmer und den Auftrag ernst nehmen. Was habe ich ignoriert? Dass der Matthew immer wieder uns Aufgaben gegeben hat. Und letzte Woche hat er so etwas gesagt wie, wir mal etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Mhm. So. Und ich bin auf Basel. Der Matthew ist wieder mal 10 Jahre jünger geschätzt worden. Genau. Und ich habe eine Geschichte, die ich noch erzählen will, die ich gemacht habe. Das wisst ihr eigentlich schon. Also wir müssen ja nicht so tun, als ob ihr es nicht wisst. Aber es gibt noch ein paar Details, wo entweder der Philipp weiss oder der Matthew weiss oder beide nicht wissen, wo ich gerne möchte im Podcast teilen möchte, wie das so zustande gekommen ist. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht allzu emotional werde, weil es geht ja eigentlich in der ersten Hinsicht auch darum, dass die Hörer jetzt gut zuhören, weil eben der Chef und der andere Chef, die wissen es schon. Und zwar gibt es nicht mehr allzu viele Folgen mit mir in dem Podcast. Und das hängt damit zusammen, dass ich mich Ende letzten Jahr dazu entschieden habe, dass ich mal noch etwas Neues möchte erleben in meinem traurigen Alltag von Aufstehen und nein, es ist überhaupt nicht traurig, das ist völlig falsch. Das ist überhaupt nicht traurig. Sehr schön. Du tust jetzt im viel sein Leben gerade skizzieren, aber du bist ja happy. Ich bin eine Happy Family, jeden Tag, Mann. Nein, dass ich mal noch etwas Neues möchte erleben nach SRF und nach dem kleinen herzigen Trio, das wir hier machen. Und wegen dem habe ich im Matthew das allererste Mal in meinem Leben müssen kündigen. Und das ist viel schwieriger gewesen, als dass ich mir das je hätte träumen. Ja, es war aber auch so gerade vor der Weihnachten gewesen. Er hat mir wirklich, glaube so am 23. Dezember hat er mir geschrieben, also können wir noch abmachen, ich muss dir noch etwas sagen. Das ist mega wichtig. Und ich so, ja, und dann haben wir irgendwie in einer Bar abgemacht, logischerweise. Weil ich mache Einstellungsgespräche und Kündigungsgespräche eigentlich prinzipiell nur in Bars. Ja, bei einer Disco-Schorle. Bei einer guten alten Zürcher Disco-Schorle. Und dann ist wirklich gerade vor der Weihnachten ist das mein erstes Geschenk gewesen. Und es ist wirklich, also es könnte nicht, wie soll ich sagen, plakativer sein, wie ich könnte, als so. Nämlich in der dramatischsten Version, die man überhaupt noch machen kann. Wirklich am 23. Dezember in der Bar und erst noch so in Anführungsstrich kurzfristig, obwohl es eigentlich für mich sich gar nicht so kurzfristig angefühlt hat, aber einfach der Schritt, den tatsächlich zu machen, hat halt müssen vor dem Monatsende sein und ab dem 23. Dezember hat es halt keinen Monat übrig mehr gehabt, im Dezember. Genau, und ich habe mir eins geschworen, und zwar, dass ich erwachsen bleibe beim Künden. Ich bin gnadenlos gescheitert. Gnadenlos gescheitert. Ich habe als erwachsene Person den Matthew begrüßt. Ist das eigentlich das erste Mal gewesen, wo du jemandem gekündigt hast? Eben, das allererste, also nicht nur dir das erste Mal, sondern das allererste Mal in meinem Leben general habe ich neu gekündigt. Und es fühlt sich wirklich an, wie wenn das Herz verrisst in der Brust. Überall rausgeschmissen einfach, oder wie? Nein, es sind Praktika fertig gewesen. Befristet, das ist dein erster unbefristeter Vertrag ja, und die Schule ist wie so fertig, wenn du das Zeugnis bekommst. Du musst nicht kündigen. Immer länger bleiben, freiwillig. Und ich bin in die Bar reingesteppt mit dem Matthew und ich habe mich an dem ganzen Tag gefragt und jetzt im Rückblick, ich habe ihm halt dem Matthew so geschrieben, eben, ob wir reden können, ob wir nach dem Arbeiten noch in dieser Bar abmachen so. Und ich habe mich immer gefragt, ahnt der Matthew echt schon, was kommt? Und jetzt, wenn ich die Nachricht wieder so lese, habe ich gedacht, ja, also wieso habe ich mir so einen Kopf fix das geahnt. Ja. Also ich habe es auch geahnt, wo du dann den gleichen Termin mit mir am 4. Januar oder so am Morgen gemacht hast. Ja. Ich wusste, wenn wir mal wieder käfeln. Es ist so völlig klar. So, mit dem Matthew Bar mit mir käfeln, ich so, okay, es ist so völlig klar. Jetzt kommt irgendeine Bombe. Ja. Und ich habe bei dort angesessen und dann haben wir zuerst so 10 Minuten Smalltalk gemacht und meine Hände haben geschwitzt.
Und also nicht nur geschwitzt, auch ein bisschen geschlöttert. Ein bisschen geschlöttert, genau. Und nach diesen 10 Minuten Smalltalk habe ich mir wie so in meinem Kopf gesagt, Achtung, jetzt kommt der Teil, jetzt kommt der Teil, wo man muss erwachsen sein muss. Jetzt kommt der Teil, wo man so sagt, wo man muss künden. Und statt dass ich gesagt habe, dass ich künde, sind mir einfach plötzlich über beiden Augen einfach die Tränen runterlaufen und ich habe einfach angefangen zu flennen in der Bar. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Und es war wirklich so, als würde David Möri mit mir Schluss machen. Das ist wirklich so, ich habe mich wie so gefühlt, es ist so unser letztes Gespräch, unser Schlussmachgespräch. Ja. Ja. Und so hat es sich aber auch ein bisschen angefühlt. Aber das ist ja auch schön, also positiv. Ja, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Vollendung von dem, dass du halt die Bewerbungsgespräche Bars machst. Und dann ist es in einem nicht in erster Linie professionellen Umfeld, dass dann halt auch bei der Kündigung zu so einer... In einem Büro wirst du vielleicht nicht anfangen zu brüllen, aber in einer Bar vielleicht eben schon. Ja, es ist eben dann mehr, so. Es ist mehr die Verschmelzung von Ich finde es eben lustig, wie es in einer Bar weniger brüllen, weil es ja dann viel mehr Leute noch rundherum hat. Und im Büro finde ich es ja viel mehr persönlicher und emotional. Also viel mehr. Das Büro ist zu wenig Hollywood, um dann anfangen zu brüllen. Nicht? Das ist so... Aber Bar. Oh. Ich kann eine schöne Bar. Ich glaube, in einem Büro würde ich aus Verzweiflung brüllen. So, ich nehme dort alle meine Dates, das ist meine Date-Bar. Das ist gut, ja. Ja. Aber ich habe auf eine bei mir hat er nicht brüllt. Ja, ich habe es dann auch einmal geübt. Ich habe es dann auch einmal üben. Das ist noch lustig. Wie bist du vorgegangen, wo dir das Treffen von Moiri vorgeschlagen worden ist? Du bist ja dann dort hergegangen, hast ihn getroffen. Und ich habe mein Plan A war, dort herzugehen und zu sagen, hast du gekündigt? Weißt du, einfach so. Und ich habe so gerade vorausnehmen. Einfach gerade vorausnehmen. Aber ich habe dann gewusst, vielleicht ist es ein bisschen zu hoch pokert, wie was, wenn er nicht gekündigt hätte. Dann wäre es voll asozial. So, nein, ich einfach mal mit dir einfach mal eins. Das wäre voll daneben. Einfach wieder mal so, hey, wie geht's dir, Phil? Ja, wie geht's dir? Ich habe so das Gefühl, dir geht's nicht gut. Wie kann ich dich unterstützen? Ich will rausgespült. Ja. Und es ist so. Aber im Nachhinein hätte ich einfach hergehen und sagen, hast du gekündigt? Und sagen, gut, tschüss, wieder ins Auto eingestiegen und wegfahren. Hey, gemein. Aber das habe ich mir neu überlegt, aber das kann ich nicht machen, weil er muss bei mir künden. Ja. Bei mir musst du nicht künden, darum ist es... noch schnell eine rechtliche Frage. Gilt so eine mündliche Kündigung in einer Bar oder können wir da noch etwas machen, um ihn einfach nochmal für ein Jahr als SRF zu knebeln? Nein, eine mündliche Kündigung gilt, aber ich habe natürlich wieder die Anweisung, die nachher wieder schriftlich gerade einzufordern. Das hast du natürlich gemacht. Gerade hinten raus ist dann nachher wie so, hey, ja, ich akzeptiere das ist wie so jetzt so da, aber ich muss es wie für die Akte wie noch schriftlich haben. Aber das kannst du aus E-Mail machen und sagen, hiermit kündige ich, Punkt. Ich muss dort nicht noch einen grossen... Das kannst du sehr einfach machen. Okay, in dem Fall ist das wirklich, da kann man jetzt nicht mehr machen. Ich befürchte es leider nicht und ich bin wirklich gerade falsch eingestiegen, weil ich glaube, mein Alltag hier war wahnsinnig schön gewesen und ich glaube, wegen dem sind mir auch Tränen in die Augen geschossen, weil es überhaupt nicht einfach gefallen ist. All die erste Frage, die der Matthew gestellt hat, also natürlich nach dem Teil, was dann in meiner Zukunft noch passiert und so, ist ja und was machen wir mit dem Podcast? Ja, das ist mega wichtig. Und dann haben wir, ja klar, ja, ich verstand es, natürlich. Also Entschuldigung, das ist wieso? Dann haben wir eigentlich vor allem noch über den Podcast geredet und uns mal so ein paar Szenarien überlegt, was wir jetzt mit dem machen. Und das Schöne ist, dass auch, als ich mit dir geredet habe, oder wo wir zu dritt geredet haben, der Tenor ganz klar war, der muss weitergehen. Den müssen wir weitermachen. Also den müsst ihr weitermachen. Und die Frage ist noch wie. Und das nimmt mich dann auch noch Wunder, wie ihr das macht. Also das Gute ist jetzt, wie immer, wir haben jetzt noch einen Monat. Das ist so. Und wir haben noch uns. Und wir haben auch noch uns. Viel. Das ist immer noch. Wir haben uns ja immer noch. Ja. Und den Monat haben wir auch noch. Da geben wir noch mal Gas. Und was dann nachher dann ist, ja. Das schauen wir. Das sehen wir dann. Aber wir machen sicher weiter. Eben, wie ich habe schon gesagt, ich freue mich auf die erste Folge im März. Wo wir einfach zu Zweiten sind und wir wirklich über Möri lästern können. Und uns nachher die Woche drauf, wenn er eigentlich dann wieder kommt, wir müssen uns nie mehr rechtfertigen. Er hat nur noch so in den Kommentarspalten er kann nichts mehr machen. Es ist wie so... Der David Teuri hat wieder geschrieben, das stimmt alles nicht, was er über David erzählt. Ich freue mich, weil dann können wir wirklich mal... Du bist ja Aufdeckungsjournalist. Genau, ja. Und dann kannst du eben wie immer alles nachher auspacken. Du hast ja jetzt auch ein Detektiv
Detektivbüro. Ich habe ja ein Detektivbüro. Das heisst, und dann können wir alle Werkzeuge. Und dann können wir eigentlich wie mal all die Geschichten, all das Zeug, das da auf den Tisch uns präsentiert worden ist, können wir mal beleuchten und dann mal sagen, wie es wirklich war. Ich gehe die Woche schon mal auf die Suche nach einer Frau mit dem Löffelbiskuit. Ja, genau. Ist das denn wirklich so gewesen? Ja. Ich finde auch. So. Hat sie schon wirklich 3 Küchen machen? Es gibt Fragen. Man muss sie einfach klären und das ist unsere Pflicht als Journalisten auch. Wir sind ja ein öffentliches Medienhaus. Genau. Also weißt, ich finde, wir sind das eigentlich den Menschen hier schuldig. Ich habe ja nicht gewusst. Also ich habe gewusst, dass ihr das wisst, dass das jetzt keine News ist für euch zwei, natürlich für alle, die zuhören, grosse News. Für euch nicht. Aber ich habe nicht gewusst, wie ihr hier reagiert auf das. Und ich habe mich wirklich Wunder genommen, wie wir das nachher noch so besprechen. Und mit dieser Ausgangslage, ich hätte es müssen wissen. Es ist dumm. Ja, du darfst nie gehen. Völlig krass. Das ist halt wie so... Ja, also. Sobald ich da draußen bin, wird da einfach... David Möri, das schauen wir unseren Hörer und Hörerinnen. Es geht jetzt nicht um dich. Weißt, es ist nicht einfach nur... Debriefing ist wie so eine toxische Sekte. Wenn man geht, kommt man einfach alles zurückgezahlt. Ja, das ist man kann eigentlich kann man nicht gehen. Du machst es jetzt. Du bist der Erste. Darum, ich muss mir Konsequenzen halten. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Folgen, die rauskommen ab dem März. Und ich freue mich im Fall auch ganz ein bisschen darauf, das jetzt einfach mal als Hörer zu genießen und nicht immer schon zu wissen, was wir besprochen haben. Das Gute ist, wie du also wir lassen dich noch gehen, aber du kannst eigentlich immer noch, wir nehmen dich noch mit auf unsere Reise. Das ist sehr lieb. Und ich verschrecke auch nicht mehr des Todes, wenn ich nicht einschlafen und Podcast anmacht und plötzlich der Debrief 404 Podcast läuft und ich mich selber nicht mehr muss hören und das Tode verschrecken. Ausser so eine alte Folge. Die sind ja immer noch drauf. Ja. Die sind ja so. Ich habe dann mal so aus nostalgischen Gründen wieder los. Ich nehme aber an, Name David Moiri oder Moiri wird nach wie vor in dem Podcast irgendwie vorkommen. Ich glaube auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, du wirst da nicht so ganz verschwinden. Ja, und ich hoffe, der Geist von dir und deine Geschichten, die werden uns, glaube ich, noch begleiten. Ich hoffe, dass wir also ich als Person bin ja nicht verschwunden und vielleicht kann ich ja mal die eine oder andere Geschichte liefern, wenn wir uns einfach sonst sehen. Ja, du musst auch wissen, dass wir sie dann aus unserer Perspektive erzählen. Ja, es ist nicht mehr einfach so, wie du es gesehen hast. Wenn ich dich wäre, würde ich uns privat nicht mehr treffen. Nein, das wäre schade. Nein, aber ich freue mich jetzt so ganz fest auf die 4 Folgen. Also mit denen sind es noch 4. Ja, ich auch. Und dann haben wir noch mal ein Feuerwerk raus. Dann bin ich schon einmal ein bisschen traurig. Wolltest du noch sagen, was was machst oder ist das, tust du das fürs nächste Mal aufsparen? Die Leute können ja fragen. Ah ja, machen wir so, genau, röteln. Ja, die Leute können jetzt, ich habe ja einen Aufruf gemacht, die Leute können röteln und machen und tun. Genau, was macht der David Moiri? Baby, let's go! Mach jetzt mit auf 076 431 58 62. Hauptsache es ballert. Ist er jetzt doch barfuß einmal über den Jakobsweg am Laufen nächstes Jahr? Oder was würde ich sehen. Was macht er? Ja. Etwas mit ÖV. Ja. Trampilot, ja. Würde ich auch sehen. Mhm. Irgendwie. Endlich Hundeführer bei der Polizei oder Schifflifahrer, Matros. Profirennfahrer. Ja. Billetkontrolleur. Mhm. Es gibt wirklich sehr viele Optionen. Ja, es gibt super Optionen. Ich könnte ja mal in die Tasten hauen. Irgendeine von denen. Professioneller Tiramisu-Anbieter. Er macht jetzt nicht, es ist dann das Restaurant. Vielleicht bin ich einfach auch arbeitslos. Ein kleines Grotto. Nein, fangen an röteln. Ich bin gespannt. Und ja, mir ist einfach wichtig, zum sagen, dass ich es wahnsinnig gerne gemacht habe und ich glaube, die Tränen vor dem Matthew in der Bar. Aber jetzt sind wir ja noch nicht fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Du machst es ja immer noch. Ja, wir sind noch nicht das ist ja wie, wir sind noch nicht das darfst du dann Ende Monat machen. Genau. Aber das ist dann... Jetzt reiss sie mal noch zusammen. Bis dann. Ja, jetzt ist auch... Jetzt ist mal kurz noch... Jetzt ist einmal ein bisschen Nostalgie für mich. Jetzt hört auf, ihr dauert sonst immer eurer Jugend nach, jetzt tue ich mal meinem geliebten Job nach. Okay? Das ist auch deine Jugend. Das ist auch meine Jugend, genau. Ja, das ist wirklich deine Jugend. Ja. Die letzten 10 Jahre habe ich hier in dem Studio verbracht, mit euch zwei. Du hast wirklich mit 12 Jahren angefangen. Da. Wirklich, den Matthew kenne ich schon seit 10 Jahren und dich auch fast.
Der Möhr ist wie beim Zukunftstag kommt, dann einfach nie mehr gegangen. Ja, es ist... So ist das selber passiert. ein Badge gemacht. Ja. Da kannst du das Foto abkratzen. Ausgeschnitten. Ja. Ich wollte es noch nicht ganz akzeptieren. Aber dort hast du jetzt auch noch einen Monat Zeit. Schau, da Sachen in die Wege leiten. Die Meure Rückholaktion. Ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen. Ich bin noch in Denial. Ja, ich eben auch. Ich bin wie noch so, eigentlich es ist so... Nein, es ändert sich nicht. Ich tue jetzt wie so, nein, schau, wir haben jetzt einfach auch noch die Folgen und bis dorthin bin ich noch... Ja. Aber das kommt jetzt, wir gehen jetzt gemeinsam den Trauerprozess durch, von Folge zu Folge. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, wirklich nicht. Und ja, wir müssen alle dran wachsen, an dieser Veränderung. Gell, Mattu? Ja. Aber irgendwie schauen wir mal, was wird. Was wird. Schön. Ja, jetzt müssen wir aufhören. Also, die Katze im Sack ist Schluss. Ja. Miau. Fühlt euch... Oh, was ist Ja. Fühlt euch Debrief? Ja, schon noch, ja. Ja, gut. Fast ein bisschen zu fest. Ich auch ein bisschen zu fest. Aber alles gut. Aber dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Wir hören uns wieder. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht es. Debriefing.